Wir werden also bis zum Ende von meiner Message ausprobieren, wie es geht mit dem Stillsein. Das wird das Thema sein heute Abend, aber ganz zum Anfang fange ich an einem anderen Ort an. Und zwar unser Sohn, der war 7 Jahre alt, Simon. Er ist aufgestanden morgen früh, wie man das halt so macht, und er war brutal missgelaunt. Also richtig misslich drauf. Kennst du das? Ja, ich habe gedacht, meine Güte, das kann so nicht weitergehen. Und ich habe ihm gesagt, schau mal Simon, du legst dich jetzt einfach noch mal hin. Ich glaube, du musst noch ein bisschen weiter schlafen. Und ich habe ihn gelassen in seinem Zimmer. Nach einer halben Stunde bin ich wieder reingegangen. Und dann habe ich gemerkt, seine Laune war um 180 Grad gedreht. Das war wirklich erstaunlich. Das hätte ich nicht erwartet. Ich habe gesagt, Simon, wow, konntest du noch mal schlafen? Bist du noch mal eingeschlafen, dass du jetzt so glücklich bist? Dann hat er gesagt, nein, Mami, ich habe Sterne gesehen. Okay, habe ich gesagt, Simon, also was bedeutet das, dass du Sterne gesehen hast? Dann hat er gesagt, weißt du, Mami, ich hatte das Gefühl, dass Jesus mir zeigen möchte, wie es im Himmel aussieht. Und es hat mich so beeindruckt, dass dieser Moment der Stille bei ihm offensichtlich eine 180 Grad Änderung in seinen Gefühlen und in seiner Stimmung gegeben hat. Und dass offensichtlich die Zeit, die er sich genommen hat für Stille, die er sich nehmen musste, Gott gebrauchen konnte, um ihm ein Stück vom Himmel zu zeigen. Ist es nicht krass? Und egal, ob du jetzt online zuschaust, ob du mit einer ganzen Microchurch mit dabei bist, dahin möchten wir kommen, in diese Stille. Weil die Stille, die trägt ein Geheimnis in sich. Ich meine, wir haben diese 4 Statements gehört mit den Herausforderungen. Jede von uns, auch du zu Hause oder wo auch immer, wir haben alle Herausforderungen. Und ich glaube, die Stille wäre ein Geheimnis, dass Gott uns begegnen könnte. Und wir werden leider, meistens jedenfalls, dazu nicht gezwungen, außer es geht dir wie Amy Purdy. Auf Amy Purdy bin ich gestoßen durch YouTube. Ich habe einen TED-Talk von ihr geschaut. Wunderschöne Frau, wenn man sie hier sieht. Also nicht schwer vorzustellen, dass sie als Model arbeitet. Sie ist extrem erfolgreich. Ich habe gehört, sie hat erzählt, dass sie Medaillengewinnerin war oder ist bei den bei Olympia Snowboard, sie ist Autorin und sonst, sie hat mega Erfolg. Keiner von uns würde jetzt erahnen, dass sie mit 19 Jahren einen bakteriellen Infekt hatte und beide Beine verloren hat. Und diese Umstände hat sie dazu gebracht, dass sie sich die Frage stellen musste, was jetzt? Wenn ich Autorin wäre, hat sie in ihrem TED-Talk gesagt, musste sie sich die Frage stellen, damals, wenn ich Autorin werde, wie würde ich wollen, dass meine Geschichte endet? Und es ist eigentlich leicht vorstellbar, dass die Antwort dazu sie aus der Stille genommen hat. Woher nehmen diese Frauen, die wir gehört haben in ihren Statements, woher nehmen sie den Mut, weiterzugehen? Woher nehmen sie das Erlebnis, dass sie Menschenfurcht austauschen können und Selbstsicherheit bekommen, Selbstwert bekommen? Aus der Stille. Weil es ist so wie bei einem See. Unsere Seele ist manchmal so aufgewühlt und so wie ein stürmischer See und es braucht Zeit und wenn der See ruhig wird, dann wird es klarer. Dann kann man sich darin spiegeln, dann sieht man manchmal bis auf den Grund. Und das ist das Geheimnis der Stille. Herausforderungen hat auch Elia erlebt. Das ist eine Geschichte aus dem Alten Testament.
Er war herausgefordert, weil er hatte gesiegt mit diesen Baalpriestern, er hat Feuer vom Himmel erbeten und er hat riesige Wunder erlebt, aber das Problem war, am nächsten Tag bekam er eine Todesbedrohung und er musste fliehen und er war am Ende, er hatte genug. Vielleicht bist du heute auch da, du wünschst dir so eine 180-Grad-Änderung. Du bist an einem Punkt in deinem Leben, wo du sagst, ich habe genug, es geht so nicht mehr weiter. Und die Kraft dazu kommt aus der Stille. Dass auch du dir die Frage stellen kannst, wenn ich Autorin wäre, wie würde ich meine Geschichte wollen, dass sie endet? Wenn ich sie schreiben könnte, wie sollte sie enden? Elia ging in eine Höhle, hat sich dorthin gelegt und Gott ist ihm begegnet. Und für mich ist genau diese Begebenheit, die wir lesen in 1. Könige 19, Vers 11 und 12, ist so eine bildliche Darstellung, wenn wir uns dann schon mal entscheiden, dass wir Stille wollen, dann gibt es ganz viele Dinge, die wir dabei erleben. Und ich lese euch vor, was da steht. Komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, sagt Gott zu Elia, denn ich will an dir vorübergehen. Und dann das Bild, auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht im Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam Feuer, doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Und das ist genau das, was passiert, wenn ich jedenfalls in die Stille gehen will. Ich spüre diesen Sturm von Gedanken, das hast du vielleicht auch schon erlebt. Du willst still dich hinsetzen und auf einmal merkst du, oh stimmt, jemand hat ja heute Geburtstag, das muss ich noch schreiben. Oder genau in dem Moment hörst du die Waschmaschine und sie macht ihr Geräusch und stimmt, Wäsche raus und rein in den Tumbler oder aufhängen oder etwas. Das ist der Sturm der Gedanken, der uns begegnet. Johannes Hartl hat dazu gesagt, lass die Gedanken vorbeiziehen wie ein Schiff im Rhein. Lass uns nicht abhalten. Der Sturm der Gedanken gehört dazu. Und wenn wir dieses Schiff der Gedanken vorbeiziehen lassen haben, der Sturm sich gelegt hat, dann kommt meistens jedenfalls das Erdbeben der Gefühle. Es fängt an, ganz physisch zu jucken, zu kneifen, du plötzlich beißt es bei der Nase, plötzlich merkst du kannst gar nicht still sitzen. Oder vielleicht auch die Angst vor der Stille, weil du denkst, es kommt nichts Wertvolles zum Vorschein. Und ich möchte dir sagen, das ist normal. Ich liebe diese Bilder aus dieser Geschichte, weil sie zeigen mir, es gibt diese verschiedenen Stadien, wenn wir still sein wollen. Und wenn wir nachher ein paar Minuten still sind, miteinander, online und hier vor Ort, dann spür das einfach mal, dass es jetzt juckt und zwickt und dass die Gedanken kommen. Und dann ist noch das Feuer der Sehnsucht. Das ist manchmal auch beißiger Rauch. Du spürst es tief drinnen und dahin wolltest du eigentlich nie kommen, dass du diese Sehnsüchte, die du hast, die nie gestillt worden sind, die du nie getraut hast zu träumen, das ist das Feuer. Lass es zu. Gott kommt damit klar. Er ist auch bei Elia bei dieser Begegnung klargekommen, mit diesem Sturm der Gedanken, mit diesem Erdbeben der Gefühle, mit diesem Feuer der Sehnsüchte, unserer Wünsche. Und dann kam das leise Säuseln. Und wenn immer du vor Herausforderungen stehst, dann weiche nicht einfach aus, sondern es heißt in der Bibel, im Jesaja, im Stillsein und im Vertrauen läge unsere Stärke. Dann nimm diese Zeit ohne Angst,
vor diesem Sturm der Gedanken, ohne Angst vor diesem Erdbeben der Gefühle, ohne Angst vor diesem Feuer, wo du denkst, das verzerrt dich fast die Wünsche. Lass es zu, weil daraus können heilsame Begegnungen entstehen. Und als Einleitung in die Stille habe ich einen Text, der läuft jetzt über die Leinwand, der ist von Anselm Grün und er hilft uns so ein bisschen auf die Stille einzustellen. Und dann machen wir es einfach. Wir haben kein Ziel. Du musst nichts erreichen in der Stille, sondern spür einfach und lass es zu, was in dir abgeht.
Und in diese Stille hinein sagt unser himmlischer Vater dir: Ich bin dein Wiederhersteller. Ich bin der dein Haupt erhebt. Ich bin dein Zufluchtsort. Ich bin deine Weisheit. Ich bin dein Schutzschild. Ich bin dein Helfer. Ich bin dein Beistand. Ich bin dein ewiger Vater. Ich bin dein Friede. Ich bin dein Heiler. Ich bin deine Hoffnung. Ich bin deine Festung. Ich bin dein Erlöser. Ich bin deine Stärke. Ich bin dein Belohner. Und als Antwort können du und ich jetzt miteinander diesen nächsten Song singen. Hier, Gott, hier hast du mein Herz. Und es ist schön, auch mit dir online verbunden zu sein. Lass uns das gemeinsam singen. Hier ist mein Herz, Gott. Choose to stay in your love that won't fade away. Jesus, come and have your way. Have your way in me, have your way. Sing, here's my heart. Here is my heart, Lord, have it all. My hands are open, I'll let go. I'll leave
Und himmlischer Vater, hier stehen wir mit all unseren Gedanken, mit all unseren Gefühlen, mit all unseren Sehnsüchten, ob sie uns bewusst sind oder ob wir sie unterdrücken oder ob wir sie wahrnehmen oder ob sie uns einfach überrumpeln. Und ich danke dir, dass du damit klarkommst. Und ich danke dir, dass du jede einzelne Person an der Hand nimmst und die Einladung steht zu jeder Zeit, dass wir durch diese Stürme unserer Gedanken hindurchgehen können. Die Einladung steht, dass auch das Erdbeben der Gefühle kein Weltuntergang ist. Und dass du mit dem Feuer unserer Sehnsüchte und Wünsche klarkommst. Und ich danke dir, dass es in jedem einzelnen Leben dieses stille Säuseln gibt, wo du sprichst. Und wenn du möchtest, ob du von weit her zuschaust oder ob du hier im Club bei uns bist, lass uns Frauen sein, die Stille üben. Stell dir vor, was geschieht, wenn überall da, wo wir sind, wir diese Kraft aus diesen Momenten und Augenblicken der Stille ziehen und dafür unsere Geschichte schreiben können, wie Gott es gedacht hat, wie wir es eigentlich wollen und nicht, wie es mit uns geschieht. Und Gott, mögest du uns helfen, im Namen Jesus, Stille zu unserer Stärke zu machen. Amen.